Okay, weiter geht's. Wir hatten zumindest eine Wahnsinnsparty. Vermutlich die letzte. Die letzte, bis sie den Reapern in den Arsch getreten haben. Denn so lautet der Plan. Bin ja gespannt, was wir als nächstes tun müssen. Es war eine gute Zeit. Die beste. Grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Wir sind mittlerweile auf der Normandy wieder angekommen. Du hast es in diesem kleinen Clip zuvor gesehen. Unser Shepard beginnt Emotionen zu zeigen. Ach, ist das schön. Gut. Die letzte Aufnahme dauerte knapp 2,5 bis 3 Stunden. So lang ging auch die Mission. Ja, die dazugehörige. Und ich will offen und ehrlich zu euch sein. Schauen wir mal ins Logbuch. Wir haben so scheiße viel zu tun. Und wir sind noch nicht einmal mit der Hauptstory weitergekommen. Ich habe mich informiert. Ich gebe es offen und ehrlich gesagt zu. Ich habe mich ein klein wenig informiert über das Ende, wenn Shepard überleben soll, das ganze Theater. Und zwar, es gibt nur eine einzige Sache, die du machen musst. Mach alle Missionen. Genau. Wir werden jetzt so weiter verfahren. Und zwar, schaut her mal, ich zeige euch jetzt was. Und zwar... Warte, wir speichern mal. Genau. So. Gehen wir hier nochmal rein. Logbuch. Nein, nicht Logbuch. Gruppe. Genau. Hier ist unser Shepard. Wir sind jetzt mittlerweile Stufe 52. Und wir sind eigentlich in puncto Levelbaum sind wir eigentlich relativ gut unterwegs. Wir schaffen mittlerweile alles an Sprachherausforderungen und so weiter und so fort. Ich war mittlerweile... oder zwischenrein war ich jetzt den Charakter ein bisschen aufwerten, die Waffen anpassen und so weiter und so fort. Wie ihr sehen könnt, unser Ruf eilt unserem, ja, ich nenne es mal Rebellendasein voraus und wir werden so in diese Richtung weitermachen. Mein Plan ist jetzt folgender. Wenn wir es wirklich machen wollen, dass Shepard überlebt, ich kenne das Spiel ja bereits, und möchte so gut wie es geht nach meinen Gedankenvorstellungen das Let's Play so gestalten. Gell? Wir werden jetzt so vorgehen. Und zwar, es gibt hier die Möglichkeit nach Name sortieren. Älteste zuerst. Genau. Wir werden das Pferd von hinten aufsäumen. Das heißt, wir werden jetzt so ziemlich wie es geht auf der Citadel eine ganze Weile bleiben. Jetzt hatten wir den Doppelgänger von Shepard. Ich würde sagen, fangen wir mit dem Labor von Dr. Brüson an. Genau, eins nach dem anderen. Und dann arbeiten wir uns von hinten nach vorne.
Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Das ist interessant, aber bezweifelt heute noch jemand die Existenz der Reaper? Die Allianz braucht unbedingt Informationen über die Motive der Reaper, ihre Taktik, alles, was uns einen Vorteil verschaffen kann. Und wie sind Sie hier als Leiter gelandet? Wenn der Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert, ist das für mich ein Anlass, das Gegenteil zu beweisen. Es geht Ihnen also um die Herausforderung. Um die Wahrheit. Noch 2148 hielt die Menschheit Aliens für einen Mythos. Da war ich schon geboren. Sobald der Mythos bewiesene Realität war, änderte sich unsere gesamte Geschichte. Die Reaper waren auch Teil dieser Realität. Und auch Sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir Sie kennen, kommt vielleicht eine Schwäche ans Licht. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit, sofort. Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut, aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edi. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Was ist hier los? Sagen Sie's mir. Ich stellte Daten zusammen, als Sie kamen. Und dann... Es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine Waffe in meiner Hand. Sie haben Bryson erschossen. Nein, das ist unmöglich. Ich bin kein Mörder. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also hat jemand anders abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls Sie... Ah! Was ist los? Zurück! Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Verdammt! Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Ma'am. Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan-Fontis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden.
Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenpredator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Ich verstehe, Bryson. Alles, was einen Reaper zu Fall bringt, ist die Suche wert. Trotz der potenziellen Gefahren dabei würde ich zustimmen. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Dann wollen wir diesen Audiolog mal finden. Experiment benutzen. Ja, das kennen wir bereits. Ich würde mal sagen, das sind getunte Husks. Oder Husks, wie du sie auch immer nennen willst. Oder Huskies. Keine Ahnung. Wo ist dieser Audiolog? Na, Edi, ha? Alles klar bei dir? Also wie ihr sehen könnt, es wird alles noch eine Weile dauern, bis wir hier durch sind. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Auf Galaxiekarte nachsehen. Positionen von Garneau. Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein, aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Das Labor nach Hinweisen durchsuchen. Sieht geil aus. Wisst ihr, was ich mag? Ganz ehrlich gesagt, ich mag die... Ich meine, mich interessiert es ja eigentlich gar nicht, aber weißt du, ab und zu google ich dann halt auch nach. Es wurde ja nach Teil 1 wurde ja gesagt, Teil 2 und 3 wären halt nicht so was Besonderes. Ich meine, jedem das seine, mir das meine, aber offen und ehrlich gesagt, ich spiele das Spiel jetzt ich weiß nicht zum wievielten Mal und ich habe wirklich alles probiert. Vom Idol-Shepard zum Arschloch-Shepard, männlich, weiblich. Ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, ich mag die Geschichte von hinten bis vorne und wie du in den letzten 3 Stunden gesehen hast, die Charaktere sind so gut geschrieben. Und wenn ich mich recht entsinne, wird Shepard nun auch etwas emotionaler. Das mag ich auch. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein.
Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Monster von Loch Ness? Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Interessant und nicht existent. Sieht aus wie Daten über die Rachni. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edi? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wir haben vorhin ein Datenpad mit Rachni-Bewegungen gesehen. Könnte relevant sein. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Von Anne Aha, Bryson, okay. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Ich hab's kapiert, Edi. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Halt mal wieder ab, was war hier? Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Die Fotos weisen... Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Oh, Mikroskop. Meteoritenprobe. Mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Okay, dann suchen wir mal weiter. Von Anne Bryson. Das haben wir schon. 9 Sorry. Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle, aber die Salarianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rat sitzt. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität. Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Wer weiß, vielleicht wird's ja noch. Schauen wir mal. Was war das? Sovereign-Fragment. Ach du dickes Ei. Schauen wir uns gleich an. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten. Werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens. Was bedeutet das? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Meint er vielleicht das Sovereign-Fragment? Die Sovereign. Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich?
Gibt's hier irgendwas zu sehen, außer... Was ist dort hinten? Ja, prinzipatorisch müssen wir jedem Hinweis folgen. Jetzt schauen wir mal auf die Karte und aktualisieren wir sie. Ach, ich wollte das nochmal hören. Verbrechen mit Blackout aktivieren. Element Zero vorkommen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Weißt was, wir deaktivieren das mal. Laut den Suchergebnissen muss Garneau in einem dieser 5 Systeme sein. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandy markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Zurück zur Normandy. Ja, aber... Position eingrenzen. Element Zero vorkommen. Fünf mögliche Systeme. Ja, aber wie wollen wir die weiter, einschränken, eingrenzen? Das ist hier die Frage. Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Der Torianer, eine auf Ferros entdeckte Lebensform, ermöglicht faszinierende Einblicke in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Im Gegensatz zu gewöhnlichem intelligenten Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie genutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich in vorhersehbaren Bahnen entwickelt. Der Torianer bildet eine Ausnahme von dieser Regel. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie nutzt. Leviathan muss ihm in gewisser Weise ähnlich sein, wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu überleben. Der Torianer hat Schmerzkonditionierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren und sie für körperliche Arbeiten zu nutzen. Beinahe so, wie ein Mensch seine Hände und Finger nutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würde dasselbe mit Hilfe eines anderen Prozesses namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer er sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garneau könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edi, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Du bist ein Schatz. Dann machen wir das gleich mal. Schau mal. Was ist jetzt der Unterschied, ob wir 5 Systeme anfliegen müssen oder vielleicht nur 2? Man weiß es nicht genau. Verbrechen mit Blackout, Kreaturensichtungen aktivieren. Hier. Alien-Sichtungen? Drei Möglichkeiten. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch was finden würden, oder? Ja, schauen wir mal. Das klingt so geil. Schauen wir noch mal ein bisschen durch. Ich glaube, dass wir irgendwo was übersehen haben. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Was haben wir benutzt? Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz.
Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Die Rachni-Daten. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge jetzt hinzu. Diese Story-Dichte, die wir jetzt momentan haben, ist verdammt interessant. Rachni-Aktivität. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Okay, ich lasse das jetzt so, damit wir ein bisschen was rückverfolgen können. Ich glaube, dass jetzt das Ausschlussverfahren über die Fotos funktioniert. Die Aktivität Schauen wir der noch mal. Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Naja, Schlüssel seines Herzens. Naja, gut. Für manche mag es das Klo sein. Naja. Ah, herrlich. Shepard stinkt heute ein bisschen. Na gut, nach der Party. Naja. Okay. Warte ein bisschen. Wo haben wir denn? Wir haben ja mehrere Fotos gefunden. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Okay. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Hier nochmal das gleiche. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Moment mal. Sieh sich das einer an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Richtig, Shepard. Anders. Muss hier sein, oder? Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten. Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Garneau gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Wird gerade erledigt. Okay. Also kommen wir direkt wieder mit die Reaper in Verbindung. BZW können wir uns auf den Kampf mit den Reapern einstellen. Reaper-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Irgendwas übersehe ich gerade. Warte ein bisschen. Machen wir so. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Irgendwas übersehe ich gerade, aber was? Fünf mögliche Systeme. Ja, aber ansonsten haben wir ja hier nichts mehr. Ah, ein bisschen. Ich mache es anders. Element Zero vorkommen. Fünf mögliche Systeme. Ich übersehe gerade irgendwas. Reaper-Aktivität. Drei Möglichkeiten. Was könnte die Reaper interessieren?
Ich habe eine Idee. Warte ein bisschen. 5 mögliche Systeme. Ja, danke, Edi. Alien-Sichtungen? Drei Möglichkeiten. Element Zero vorkommen. Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Bingo. Gut, besuchen wir Garneau. Bingo. Bingo, jetzt haben wir es endlich. Zurück zur... Was? Ja, zurück zur Normandy. Okay, dann Abflug. Wir müssen Garneau finden. Massenportal. Blub. Reaper-Basis zerstören. G-Server abschalten. Ah, das müssen wir auch. Du Scheiße, wir haben so viel noch zu tun. Hä? Ich hätte mir gedacht, sie aktualisiert die Karte. Ja. Ja, wie gesagt, die Storydichte ist momentan oder gerade ein Wahnsinn. Ich habe das nämlich gar nicht mehr in Erinnerung. Und ich habe das Spiel damals auf der 360er gezockt. Da waren auch so ziemlich einiges an Erweiterungen dabei. Scheißen! Reaper umgangen. Ja, Gott sei Dank. Also wir warten, bis diese Mechanik wieder abkühlt ist. Ich warte nur einen Augenblick. Er muss ja hier irgendwo sein. Dieser Anuslav Klaus. Ich habe etwas gefunden. Wir haben Garneau geortet. Mahavit ist ein metallischer Asteroid im äußerst kargen Nahata-Gürtel. Er weist einen hohen Gehalt an Nickel und Eisen in Form von Kamazit auf. Die Abbaurechte an Mahavit liegen bei TGS Mineral Works, die ihre Produkte hauptsächlich an die Kolonisten auf Arvuna verkaufen. Ein tiefer Überflug zeigt Licht, das aus Anlagen kommt. Population 152. Na gut, schreib 0 hin, wenn die Reaper mal also geschätzte Population vor der Invasion. Na gut, ja, was soll ich dir dazu noch sagen? Wir landen mal und dann schauen wir weiter. Aus taktischen Gründen, weil sie in der letzten Episode so süß danach, ja, wir nehmen sie mit. Bauen wir aber keinen Blödsinn, Tali. Sie nehmen wir mit und die Edi.
Ja, ich glaube, das passt schon. Warte ein bisschen. Ach so. Die... Oh Gott, das muss ich ja auch noch machen. Warte ein bisschen. Modifizieren. Vielleicht können wir für die Mannschaft ein bisschen mehr rausholen. Hier. Ja. Ja, okay. Da würde sich Präzision ein bisschen auszahlen. Achso, ich brauche ja noch was. Warte ein bisschen. Ja, wir müssen sowieso irgendwann mal... Nee, das müssen wir vor dem Finale machen. Das werden wir vor dem Finale noch machen. Damit wir... Das machen wir. Was war hier? Ja, wirklich ja. Ach so. Ich bin ein Trottel. Sobald Leviathan fertig ist, müssen wir uns die Mannschaft mal vornehmen. Ach so. Warte ein bisschen, bei der Edi wird noch was angezeigt. Oder täusche ich mich da? Bestätigen. Ja, müssen wir uns dann mal anschauen, wenn es soweit ist. Wir sind etwa 5 Minuten entfernt, Commander. Was genau ist auf diesem Asteroiden? Minenanlage. TGES Mineral Works. Eher klein. Könnte ein gutes Versteck für Leviathan sein. Wir haben alle Edis Notizen über Brysons Labor gelesen. Fragen? Haben wir weitere Informationen darüber, was Leviathan sein könnte? Nicht wirklich. Nur, dass er einen Reaper getötet hat. Aber wir suchen jetzt Garneau, Dr. Brysons Partner. Genau. Wenn wir Garneau finden, haben wir auch Leviathan. So ist es. Kann einen Reaper erledigen, aber versteckt sich vor dem Krieg. Dahinter steckt mehr. Hoffentlich hat Garneau die Antworten, die wir brauchen. Ich bekomme Reaper-Signaturen aus dem Asteroidenfeld rein. Bryson hat gesagt, dass sie seine Teams beschatten. Wenn sie Leviathan auch wollen, sind Reaper ein gutes Zeichen. Sowas hört man auch nicht jeden Tag. Bring sie uns rein. Bleiben Sie vor Ort, Cortez. Wir klären das und kommen gleich. Informieren Sie mich über die Reaper-Lage. Jawohl, Commander. Ich meine, das Spiel sah auf der 360 schon damals gut aus. Spähtrupp. Großer Spähtrupp. Danke, Mädels. Ihr seid so dumm und dusselig. Ich wollte noch ein bisschen warten, weißt? Aber, naja. Ich hab für die Waffe ein paar Upgrades gekauft.
Ich hab die Waffe getuned. Need for Gunning. Au. Wer bist du? Achso, so ein marodierender Marodeur, gell? Wow. Oh, du Drecksau. Lauf, Shepard. Ja, ich habe keine Muni mehr für die Waffe. Scheißen. Ja. Gehen wir mal in den Nahkampf. Kurz Blick. Ich kann nicht speichern. Schweine! Holen wir Garneau, bevor die echten Truppen eintreffen. Das sind Zivilisten. Bestimmt verängstigt. Ganz gewiss, mein Schatz. Meine Schätze. Was? Das ist das ist so ein Spiel. Ich habe es ja schon mal erwähnt, oder schon zum 300. Mal. Scheiß drauf. Ich mag wie die Charaktere geschrieben sind. Willkommen bei TGES Mineral Works. Alle Gäste müssen sich am Empfang eintragen. Sie sind schrecklich ruhig. Oh je. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Reaper-Truppen haben gerade ihren Vordereingang angegriffen. Sind Sie noch da? Ich habe mich darum gekümmert. Verstehe. Das wäre dann alles. Das wäre dann... Shepard? Hallo? Ja. Willkommen bei TGES Mineral Works. Wie können wir Ihnen helfen? Ja. Tragen Sie sich bitte für die Tour ein. Sie sind nicht besorgt wegen der Reaper? Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß? TGES Mineral Works ist ein Wolfram-Lieferant kleiner bis mittlerer Größe für die Galaxie. Das habe ich nicht gemeint. Sind Sie vertraut mit den Anwendungen von Wolfram? Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Ich suche einen Forscher, Dr. Garneau. Er ist in den letzten Wochen angekommen. Wenn er noch da ist, muss ich mit ihm sprechen. Wir haben keinen Dr. Garneau. Benötigen Sie einen Arzt? Ich könnte einfach reingehen und mich umsehen. Nein, der Eingangsfahrstuhl ist kaputt. Und jetzt sind wir fertig. Schönen Tag. Gehen Sie. Sie gehören nicht hierher. Mit denen stimmt was nicht. Gehen wir. Okay. Sehen wir uns um. Vorsichtig. Oh, es ist gerade eine komische Atmosphäre. Die Leute scheinen zwar Angst zu haben, aber es ist unklar, wovor. Wir müssen den Fahrstuhl reparieren. Mach mal. Reparaturterminal aktiviert. Ich lasse den Fahrstuhl von der Drohne reparieren. Aber wir müssen bei ihr bleiben. Reparaturen eingeleitet. Zugriff gewährt. Sicherheitslog letzte 7 Tage. Randall Jan. Jen Jan, keine Ahnung. Garneau Alex. Bragg Stephen und Trifon Fiona. Süßer Name, Fiona. Das
Das Sicherheitslog für den Fahrstuhl sagt, dass Garneau letzte Woche hier war. Warum sollten Sie deswegen lügen? Keine Ahnung. Hoffentlich müssen wir nicht allzu weit suchen. Boah, hat das gerade eine komische Atmosphäre. Bist du deppert. Wenn du Chance hast, einen Kopfhörer zu nutzen, tu das mal. Wissenschaftsbüros. Mineralienlabor, was ist hier? Willkommen im Mineralienlabor. Unsere Forscher sind immer konzentriert bei der Arbeit. Was ist hier? Mineralienlabor. Die turianische Schmerzgrenze vor der Psychose ist zu hoch. Und wenn man die Schmerzstimuli schneller verabreicht? Interessant. Das sollten wir näher untersuchen. Was ist hier? Okay, das kann länger dauern. Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Könnte das vielleicht irgendwie mit... Warte mal. Hat das vielleicht was mit der Indoktrination zu tun, so wie wir es damals beim Saren gesehen haben? Ich glaube, wir werden es gleich mal erfahren. Ich glaube, jetzt wird's anziehen. Schauen wir mal. Kann ich mit dir reden, du Affe? Nö. Gibst aber eine super Statue ab. Was ist hier? Hinweis an die Belegschaft. Die neue Kreuzzucht wirkt harmlos und wäre in einer Büroumgebung vollkommen unauffällig. Sie ist jedoch extrem gefährlich. Lassen Sie bei der Arbeit mit den allen Pflanzen der 3. Generation Vorsicht walten. Haben Sie Dr. Garneau gesehen? Sie sollten nicht hier sein. Evolutionäre Implikationen der Biotik beim Menschen. Seltsam. Ich sehe einen Trend bei den Arbeitern. Sie tun alles Mögliche, bloß nicht arbeiten. Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Wir werden es herausfinden. An denjenigen, der meine Sachen wegräumt. Ich vermisse einige meiner Daten über die Auswirkungen historischer Wetterereignisse auf die Hana-Regierung. Falls Sie sie weggeräumt haben, bringen Sie sie bitte zurück. Sie sind die Krönung jahrelanger Forschungen. Sollten Sie Hilfe benötigen, um Platz für Ihr eigenes Projekt zu finden, fragen Sie mich einfach. Ich bin Ihnen gerne behilflich. Tanis, na bitte. Es wird. Was ist hier? Zugang gesperrt. Personalkennung von TGES erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Wir könnten jemanden den Finger abschneiden. Besucheraufzug. Achso, von hier sind wir gerade gekommen. Aber hier sind wir ja fertig, oder? Oder gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Naja gut, blind wie Nussstrudel. Auf jeden Fall. Wir müssen da runtergehen. Aber was war hier? Da war der Aufzug. Da war das der Besucheraufzug. Mannschaftsquartier. Mineralienlabor. Was ist hier? Sicherheitsstation. Dies ist ein Sicherheitsterminal mit Zugriffsbeschränkung. Zugriffscode der Stufe 5 erforderlich. Habe ich nicht. Zugriff verweigert. Den wird uns ja wohl irgendjemand aus dem Pöterich pusten. Hören Sie mir zu. Kolonien verschwinden ständig. Wenn jemand damit durchkommen will,
ist es nur eine Frage des... Zurück. Sie gehören nicht hierher. Ja, das kommt mir auch so vor. Das könnte aber auch ein bisschen... Aufgrund erhöhter Aktivitäten elektrischer Stürme kommt es zu Verzögerungen bei der Kommunikation mit dem Forschungsteam in Abschnitt Beta. Wir bitten alle, die auf Daten warten, um Geduld. Aktuelle Vorhersagen deuten darauf hin, dass sich die Stürme gegen Ende der Woche legen werden. Dann wird sich auch die Kommunikation wieder normalisieren. TGES Mineral Works hat den Blick immer in die Zukunft gerichtet. Modernste Forschung treibt uns voran. Aha. Sehen Sie doch die Karte. Näher. Sagen Sie mir, was Ihnen auffällt. Ich wollte nur gerade hören, vielleicht höre ich was die da rumschwafeln. Aber jetzt mal, wenn ich in der Nähe bin, hören sie wieder auf. Naja. Oder wenn sie Shepard sehen. Vielleicht haben sie Angst, dass es heute noch Shepard. Naja. Sie sollten nicht hier sein. Tja. TGES Mineral Works konzentriert sich auf Garage. Wartungswerkstatt. Ja, aber wieso ist hier zu? Ach, ich bin so eine neugierige Nase. Aktive Patientennummer erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Hier stinkt's von vorne bis hinten. TGS Personalbewertung. Oh. Brown Jeremy, Personalkennung 23195. Sektor E-Wartungsdienst. Kürzlich eingeholtem Feedback zufolge haben sich ihre Leistungen deutlich verbessert. Ihre Arbeit an den verdorbenen Hauptproben, die wir erworben haben, war beeindruckend. Sie erhalten eine Beförderung und eine Erhöhung ihrer Sicherheitsstufe. Vielen Dank für Ihre Karte. Diese Bewertung ist vertraulich. Angestellte werden aufgefordert, ihre Bewertungen so aufzubewahren, dass sie von anderen nicht eingesehen werden können. Personalkennung. Gehen Sie zurück, Commander. Aha. Die einen können's, die anderen nicht. Na gut. Zugang gesperrt. Ich bin... Aktive Patientennummer erforderlich. Ich bin so... Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Aber mit diesen Informationen müssten wir jetzt ja irgendwo reinkommen, oder? Oder habe ich wieder mal was übersehen? Ja, sorry, ich übersehe sehr viel. smarte Mitarbeiter, smartes Geschäft. Wichtigste Forschungsinteressen sind die Verbesserung der Abbaumethoden und der Produktqualität. Ach du Heilige. Müssen wir hin? Mineralienlabor? Was war hier? Haben wir hier was übersehen? Nö. War ein bisschen hier sind. Also das haben wir schon. Achtung! COM-System ist offline. Nachricht wurde nicht gesendet. Bryson, hier Garneau. Ich musste untertauchen und Sie müssen mich rausholen. Ich habe hier noch so ein Artefakt gefunden. Sie sind wichtiger, als wir dachten. Es ist in den Minen. Hier der Navi-Punkt. Dort werde ich sein. Wenn etwas passiert, ich hänge einen Code an, den ich gehackt habe. Er öffnet jedes Sicherheitsterminal. Bryson, etwas läuft hier völlig falsch. Beeilen Sie sich. Garneau, Ende. Er ist also noch da. Haben wir den gehackten Code? Ja, wir müssen ihn nur am Sicherheitsterminal eingeben. Sicherheitskonsole finden.
Geben Sie Garneaus Terminal-Hack ein. Mal sehen, was rauskommt. Zugriff gewährt. Ein Schiff hat ihn vor einer Woche abgesetzt. Er hatte anscheinend vollen Zugriff, bevor er untergetaucht ist. Unbekannter Mann war an Auseinandersetzung in den Minen beteiligt. Garneau war unterwegs in die Minen. Er wurde wohl auf die Krankenstation gebracht. Sie sind im Mineralienlabor. Niedrige Sicherheitsstufe. Freier Zugang. Zur Krankenstation hat nur autorisiertes Personal mit aktiven Patientennummern Zugang. Ich habe die Nummer. Dann holen wir Garneau. Hier stimmt was nicht. Aber schauen wir mal. Ich glaube, dass das eine Falle ist. Main Entrance, Medical Bay. Zugang gesperrt. Aktive Patientennummer erforderlich. Nummer 7364. Zugang gewährt. Edi, du bist ein Schatz. Du bist Gold wert. Ach du meine Güte. Okay. Aha. Okay, macht euch auf was gefasst, da kommt was. Da ist was. Ist das Garneau? Hoffentlich nicht, Shepard. Wenn Sie Garneau suchen, dann haben Sie ihn gefunden. Ich bin Dr. Garneau. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Sind Sie in Ordnung? Ja, aber ich bin hier gefangen. Was hat sich hier abgespielt? Ich ging meiner Forschung nach. Bis zu dem Vorfall. Sie wurden angegriffen. Stimmt. Aber außer meiner Gefangenschaft geht es mir gut. Brysons Forschung führt mich zu Ihnen. Bryson schickt Sie? Er ist tot, Doktor. Getötet von seinem Assistenten. Verstehe. Sie müssen mir alles sagen, was Sie über Leviathan herausgefunden haben. Bryson glaubte, er habe einen Reaper getötet. Das ist ein Mythos. Eine Sackgasse. Sie sagten in Ihrer Nachricht, Sie hätten ein Artefakt gefunden. Habe ich? Nein. Doch, Doktor, haben Sie. Aber jetzt greifen Reaper-Streitkräfte an. Ich hole sie raus. Wir nehmen das Artefakt und verschwinden. Reaper? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Ach du meine Güte. Die Dunkelheit? Weshalb die Verfolgung? Doktor? Lassen Sie das Artefakt in Ruhe. Mein Besitz bleibt hier. Ich glaube nicht, dass wir mit Garneau sprechen. Sie haben einen Reaper getötet. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie bringen nur Tod. Jemand hat die Energie gekappt. Jetzt ist er weg. Verschwinden Sie. Warten Sie! Wir müssen vor ihm bei dem Artefakt sein. Er sagte, es sei in den Minen. Wir müssen einen anderen Weg finden.
Ja, ha. Du bist so lustig, Shepard. Aus Garneaus Notizen haben wir einen Navi-Punkt für das Artefakt. Laut meiner Karte gibt es an der nächsten Bahnstation eine Wartungstür. Anscheinend wollen wir nicht als Einzige dorthin. Ich registriere ein Muster. Trotz des Mittelwertsatzes kommt es nie vor, dass sich die Reaper von uns wegbewegen. Ach du meine Güte. So. Kämpf, Drohne, kämpf. Und tu, wofür du gebaut wurdest. Kämpfen. Wir müssen diesen Garneau folgen. So ein Arschloch. Achso. Hier ist Muni. Ist hier ein Lift? Oder was ist das hier? Nö, irgendeine Billigstoffer Plattform. Ja, wo ist dieses Abfall hin? Hä? Ja, hier geht's in die Minen. Das habe ich schon verstanden, Spiel. Kurzer Augenblick. Wir müssen die Truppe aufwerten. Klingt jetzt ein bisschen doof, ich weiß. Ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Außer automatisch. Jetzt ist er weg. Nee, da oben ist er. Marodeur schon wieder. Alter, das stinkt ja zum Himmel. Das stinkt zum Himmel. Wie ein abgefallener Ochsenpimmel. Ja, sorry. War nur beabsichtigt. Dieses kleine Wafferl. Achtung! Feinde auf dem Ich habe sie schon gesehen, mein Schatz. Machen wir die. oberen Balkon! Auf unsere Flanke achten! Wow. Hier schießt was. Hier schießt was und ich piss auf was. Na komm, steh auf. Du marodierender Arsch. So, jetzt geben wir die Muni wieder aus. Die schon wieder. Ach du Scheißen. Warte ein bisschen. Ich habe sicher noch einen Trick drauf. Naja. Momentan glaube ich das nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Alter, so viel Effekte muss aber das menschliche Gehirn auch mal verarbeiten. Ah, du Dreck. Ach du meine Güte, seht ihr das auch, was ich sehe? Natürlich. Ja. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen den Überblick verloren. Hier rüber, Shepard. Wie geht die Muni aus? Schon wieder mal. Ich sollte darüber ein Buch schreiben.
Wenn dir ständig die Muni ausgeht. Da bist du hässlich. Da ist die Tür. Okay. Ja, ja. Suchen wir das Artefakt. Sorry, aber diese kleine Waffe, ich glaube, ich nehme bis zum Schluss dran nur mehr diese Waffe. Die ist effektiv. Die ist gut. Und die macht total geilen Schaden. Schädeltrauma. Geil. Ich habe schon Schädeltrauma. Was war das? Die Energieversorgung der Tür wurde wohl unterbrochen. Ich sehe die Problemstellen da draußen. Wir könnten diese Reparaturdrohne schicken. Wir müssen sie eskortieren. Leider ist die Drohne beschädigt und läuft auf Reserveenergie. Dann sollten wir uns beeilen. Ach du meine Güte. Wollt's lachen? Ich bin für so Musik im Hintergrund überhaupt nicht anfällig. Bussi, Bussi, mein Schatz. Warte ein bisschen. Hier. Ah, du Drecksau. Wie gesagt, ich bin für so Musik überhaupt nicht anfällig. Ganz ein leicht minimalistischer In der Nähe der Drohne bleiben. Mach ich. E-Gitarrenriff. Drums. Eieiei. Dafür bin ich absolut nicht anfällig. Reparaturen eingeleitet. Ja, dann machen wir das gleich. Nein. Nein, das hier. Und das. Machen wir beides. Einmal das. Und das. Reparatur bei 50%. Wechsle zunächst zum Anschluss. Okay. Eine Reparatur abgeschlossen. Noch eine. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Ja, ja. Verstanden. Ist aber eigentlich auch gemein, oder? Zuerst saufen und dann das, ne? Au! Bist du deppert? Was war das jetzt gerade? Ich brauche erste Hilfe. Geht dort, geht. Schau. Tali. Ja. Ehrlich gesagt, ich mag Sie nicht müssen mehr. dichter bei der Drohne bleiben. Ja, was soll ich denn machen, ha? Edi. Die Drohne hat fast keine Energie mehr. Ja. Mach mal. Was soll ich denn machen? Ich sehe vor lauter Effektgewitter nichts mehr. Alter, wenn ich das jetzt von vorn an... Kann ich irgendwo speichern? Nein. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Weißt du, vor lauter Effektgewitter siehst du auch nichts mehr.
Schon dabei! Du Drecksau! Ah! Nur bei 50%. Wechsle zunächst im Anschluss. Sehr geil. Reparatur abgeschlossen. Noch eine. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Ja, Shepard. In der Nähe der Drohne. Ja, jetzt sagt sie mir, dass wir in der Nähe der Drohne bleiben müssen. Bla 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 bla. Leckt mich bald am Arsch, ihr zwei. Mach ich. Shepard, wir müssen immer noch diese Drohne eskortieren. Echt? Das wusste ich gar nicht. Der macht mal... Ah! Wohin? Jetzt lad nach! Passt! Waffe, scheiße. Ja, mit Waffen schaut scheiße aus. Wird gemacht. Kann ich speichern? Nein! Alter, ich habe nie Munition. Was? Drohne hat fast keine Energie mehr. Verstanden. Ich bin dabei. Ja! Ja! Ich sehe nichts. Ah, hier. Scheißen! Reparaturen eingeleitet. Ja, super toll, Edi. Ja. Ah, da! Das macht mich fertig! Warte ein bisschen. Sorry, dass ich mir so gerade ein bisschen ärger. Aber... Ja, nimm das! Komm, beeil dich, Drohne! Sehr gut. Zurück jetzt. Die Tür müsste online Achso. sein. Sorry, aber vor lauter Effektgewitter weiß sehe ich nichts mehr. Na komm! Ah. Ja, toll! Warte ein bisschen. Ah. Alter Vater! Himmelarsch und Zwirn! Jetzt sag aber nicht, dass ich den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Nö, Gott sei Dank. Reaper Blackstar. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Na, mal schauen, was die kann. Getreu dem Motto. Ja. Irgendeinem Motto halt. Such das aus. Ich weiß es nicht. Mir wurscht. Und jetzt kommt wieder nichts, oder was? Aha. Gut, einmal sterben, hast du alles hinter dir. Gut gemacht, Spiel. Aber wo ist die Tür? Gut, das nächste Mal sterben, dann ersparen wir uns einiges. Boah, sorry. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Das Artefakt. Wie in Brysons Büro. Weg da! Ich kann schießen! Zurück. Garneau! Verdammt! Shepard, hier drüben. Was haben Sie? Das war nicht Garneau.
sondern das hier. Er ist wohl schon eine Weile tot. Leviathan kann also Bryson töten lassen, diese Kolonie übernehmen und alle als Marionetten benutzen. Puh. Noch irgendwas Brauchbares? Verschlüsselte Daten und ein persönliches Log mit 8 verpassten Anrufen von einer Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Commander Shepard. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich fühle mich komisch, aber in Ordnung.